Wenn wir in Zürich sein fahren, dann sei wir immer durch den Zürich-Traktor durch vorab. Oder von hängen. Einmal kann ich her sein, von hängen. Oder fahren erst beim Zürich nicht so. Aber das ist immer ein Traktor, entweder vorab oder hängen ran. Und einmal auch noch eine Meer. Und wenn wir dich bei genug sind, bei diesem Zürich, dann haben wir das Rügen hier von den Zürich-Traktor. So ist das bulderen dat oder schuiven dat met druk. En toen zei we, wat van een grote los, deze Zürich-Traktor spullen down oder schuiven down. Een grote weg, wat dat een Zürich gaat, en deze Traktors, die nemen dat alle met en die schuiven dat weer aan. Een geweldige kracht is aan deze motorspan. Dus dat is een driefkracht niet zo. Wat deze baan is aan deze Zürich-Traktor is een geweldige kracht. En we geloven eenmaal aan de pickups, die hebben starke motorspan en die hebben ook. Maar hij heeft nu gestudeerd hoeveel horsepower een Zürich-motor heeft. Mijn vrouw wie mijn help aan dit. En ze zei, het wordt niet interessant zijn de horsepower van de Zürich-Traktor sturen of van de motor. En die kan verschieden zijn, maar die vangen van 2000 horsepower tot 8469 horsepower, wat een motor heeft. So dat is een power, een kracht, wat we nicht weiten können, weil die kann so viel Kraft dabei bringen, so. Eine gewaltige Kraft. Und wenn wir an Gebet denken, vielleicht haben wir die Kraft nicht weh, wie viel du bist, ist nicht so, aber ich bete dir erst mehr als 10.000 Horsepower bist. Das habe ich euch meten, wegen Gott hat diese Kraft nicht so, das ist an seine Hänge. Und aber wir können da down, um diese Kraft raufbeten. Und das ist, was wir als Christen brauchen down. Was uns fehlt, diese Horsepower, diese Kraft von Gott, dass wir können wachsen, dass wir können teilnehmen, so dass wir können vorwärts gehen. Und jemand merkt mal diesen Ausdruck, wo du viel Gebet ist, du hast auch viel Kraft. Wo du wenig Gebet ist wenig Kraft. So, du kannst eben was wählen, nicht so viel Kraft wir wollen haben, in uns Christenleben zu wachsen und vorwärts zu kommen. So dat Gebet ist eine jährliche Triebkraft für mein persönliches Leben, für dein persönliches Leben, für unsere Seele. Wir brauchen dort diese Kraft vom Himmel. Und wenn wir von Gebet reden, dann, was ist ein Gebet, oder verstehst du, wie zu beten? Verstehst du überhaupt zu beten? Vielleicht geht sich das mit negativ, oder das rührt sein, nicht so, aber wenn wir uns fragen, wo macht Gebet? Oder was ist ein Gebet wirklich? Haben wir noch Raum, um noch mehr lernen von dem Gebet, wo wir beten und was wir beten und über was von der Wahrheit wir beten dann. Wir haben einen Vers in Lukas Kapitel 11, Vers 1, was ich hier will lesen, wo Jesus seine Jünger einmal auch ein Verlangen hatten, mehr zu lernen von dem Gebet. Du sagst, das ist das. Dort kommt so rum, als Jesus ab eine gewisse steht am Gebet wir und dann abhielt, dass einer von seinen Jüngern zu ihm sagt, Herr, lehr uns beten, so als Johannes seine Jünger beten lied. So Jesus seine Jünger hatten all gehört von Johannes, dass er seine Jünger da lehren beten. Und nu haben sie das verlangt, auch mehr zu lehren, wo sie können beten und was sie sollen beten. Und ich glaube, wenn wir an den Wachstumsstunden, an den Wachstumsstunden ans jährliche Leben, dann sind wir auch immer auch mehr lernen zu nehmen, so dass wir nur an Gott kommen wollen. Wir wollen bechecken, was das Gebet dann wirklich. Das Gebet ist einmal in Hand geben zu Gott. Wo ich mich aufschließe von mir selbst und ich komme einfach vor Gott. Mit meinen Gedanken, mit meiner Seele und mit meinem Hort. Ich tue mal für jeden, was an mir ist und ich komme einfach vor Gott und ich gebe mir Hand. Vielleicht heißt das Handschneiden, Handleihen, was immer das ist, über verschiedene Wege. Aber dort ist, was das ist, wie für jeden einmal von dort, was wir hängen uns haben und für jeden von uns selbst, nu gehe ich nur Gott und ich will something von ihm oder ich will nur ihm kommen und seine Jehen gut sein. Das andere ist, wie kommen an Gottes Thronstufen an. Ich hier das mal von einem Prediger, was das sagen, der diesen Zweig in mir hat das auf vielmals ein großer Segen gebracht. Wenn ich zum Gebet gehe, dann merke ich mir ein Bild von, ich gehe an die Stufen an und du hast die große Stelle, wo Gott boven satten dort und Jesus, als du sie besiegt, er steht, du besiegt. Und ich knäu mich durch, und dann sage ich, mein Gott,
für mich im Gebet. So, wir kommen für Gott, schließen uns von uns auf und wir gehen in Gottes Thronstufe nennen. In dieser Thronstufe, das ist so eine Schatzkammer. Wie die Kirche hat eine Kammer, du sind verschiedenste Dinge, was wir können nur freuen und was uns helfen, denn nicht so. Und das ist auch eine Schatzkammer für jedem ein. Und in dieser Schatzkammer, du hast von alles bern vor allem. Du hast Rot von jedem ein. Diese große Thronstufe. Wir beweisen auch unsere Abhängigkeit von Gott, wann wir uns Hand geben tun. Wir sagen, dass ich war nicht vor dich um die Gott. Ich brauche die alle Tag. Ich brauche mehr als mich selbst. Wenn der Kranz bloß an mich selbst ist, dann rennen wir ganz hart am Eng. Das Gebet ist auch eine Gemeinschaft mit Gott. Was do wir in Menschen kennenlernen? Jugend, was do je dort, wenn die einen neuen Partner kennenlernen? Die haben vielleicht wohl einen sehr Schmack im Jahr sein, Jungs. Und dann probieren wir uns so weit aufteilen, von daher aus aufmehlig, oder? Probieren wir dann sich das Nummer zu finden, wo ist das im Jahr, wo wohnt er, das Haftnummer und was immer. Und dann probieren wir Kontakt zu merken, nicht so? Und dort ist was in die Gemeinschaft anfangen tun. Und das ist auch, was wir mit Gott tun. So, wir tun einfach zu Gott anfangen zu reden. Und je mehr wir mit einer Person reden, je besser wir die kann. Und entweder wir lernen die werden die Busia live, oder wir wollen wieder aufkommen von der Wens. Wir sind verschieden. Einmal, wo wir ein Wort von interessanten Dingen, die andere Menschen schaffen, dann fangen wir uns vielleicht wieder aufzuholen von den Nächsten. Und nochmal, eine Gemeinschaft, dort ist, wo das nicht so. Wir tun mit einer Person reden, wir tun mit Gott reden, und so dort lieben wir uns, Busia kann, und wir wollen an, wer er ist, wo er ist, was er tut, und was alles an seinem Wort steht. Und wenn wir eine Gemeinschaft sind mit Gott, wenn wir verteilen dann mit ihm, dort ist dort nicht bloß ich reden da, oder bloß du reden das, dort soll immer beide Wege gehen. Ich rede zu Gott und er redet zu mir. Wenn wir im Gebet sind, dann will ich noch mal eine Pause dazwischen sagen, noch mal statt hier still sein. Wir beten, selber statt hier still und wir horchen. Und dann beten wir und dann horchen wir. Vielleicht wollen wir nicht so leicht eine laute Stimme hören, oder vielleicht auch kein Mal. Kann passieren. Aber wenn wir up sind für den Jesus, dass der Wort zu uns reden kann und dass der Wort uns Dinge sagen kann oder offenbaren kann oder einen Gedanken angeben kann, werden wir wirklich eine Pause dazwischen sagen. Eine andere Weise, diese Gemeinschaft zu haben, ist, du betest zu Gott und du darfst sein Wort lesen. Und an sein Wort sind vielmal, sind immer wieder die Antworten bern für uns Leben, für unsere Bedürfnisse, was wir haben. Das Ziel für diese Gemeinschaft ist nicht bloß einmal, was gerautet ihr beten. Wir haben das vielmal so dort nicht. So, wenn uns was fehlt, dann okay, da werden wir nur Gott gehen und nu soll Himmel wieder tauschschaffeln. Wir können das tun. Und das ist auch ein guter Weg, das zu tun, und wir sollen das tun. Aber das nächste, denke ich, ist, diese Gemeinschaft ist auch, bloß einfach in Gott seine Präsenz zu sein. Einfach du sein, wo Gott ist. In Arm einfach leuven lernen. Und das haben wir tun, wenn wir am Gebet sind, wenn wir mit ihm spazieren, wenn wir mit ihm verteilen tun. Und hij will ein Part sein von dein Leben. Hij will an die sein. Hij will die auch nur sich haben. Hij will eine Gemeinschaft mit dir. Vielmals ist unsere flache Gebetsgemeinschaft mit Gott der Grund für ein schweres Christenleben. Und hier hat manchmal von Christen, die sagen, oh, das ist so schwer, und ich kann schwere Tritte zu drehen. Das ist vielleicht auch so. Aber was ist der Grund, für dass dir das so schwer ist, oder dass mir das einmal so schwer ist? Ist das, dass ich zu wenig in diesen Thronsaal gehe und mit Gott Gemeinschaft habe? Er hat Kraft, und er will die Kraft geben, und dass das Christsein nicht so schwer sein, dass du dort einfach was in so mit Frieden tun kannst. Er will dir die Kraft geben. In sein Ziel wird an, dass wir sollen wirklich am herangehen. Wir sollen wirklich sein, weil seine Jünger sind und nicht dort mit muss, fallen der bloß ein Druck, wenn ich nicht an der Hallen will, dann mache ich einfach Jesus folgen. So, das soll nicht dienstweich sein. Das soll sein, Jesus, ich will die herangehen, kriegen und wo in Wort.
Und was mir sehr wertvoll ist, immer war, wenn ich in Gott sein Wort kicke, dann sage ich, dass der Sehen Gottes, Jesus Christus, er hat das Bedürfnis, mit seinem himmlischen Vater am Gebet zu sein. Das ja für mich immer war den Mut, wenn der Sehen Gottes, Jesus Christus, neidig hat zu beten, wie viel neidiger ich, was du ein fehlerhafter Mensch ist, was viele Fehler merken wird, wie viel neidiger ist, dass ich das war tun. Dass ich war am Gebet gehen, dass ich war in diese Thronstufen gehen und mit meinen Führer Gemeinschaft merken und am Deiber kennenlernen. Markus 1,35, da fängt wir dort in den nächsten Morgen, tierisch, wie dies, da stimmt Jesus ab, verläutert Hüs und ging nur eine einsame Stadt zum Beten. So heute ging ich in comfortable Bad, vielleicht habe ich euch in seiner Weg gehabt, aber einmal han stimmt tierisch ab, außer nach dies da wir, und er ging nur eine Stadt, wo das allein wir, eine einsame Stadt, sagt das hier, zu Wort zu beten. Er verteilt mit seinen Führer im Himmel. Das nächste fängt wie, dass wir können über verschiedene Wege beten. Ich sage, was es so abgetrocknet oder was es die drei, dann fällt es mir so, besonders an die Kirche, wenn wir an die Kirche nicht würden ans Stuhl knallen zum Beten, dann fällt mir ammerlich mit dort. An die Kirche, da muss jedoch geknallt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Ding, aber wenn wir anders stehen, das ist auch unangenehm bei Gott. So, wir haben hier ein paar verschiedene Positionen, wo wir können Gott anbeten und Gott wird das annehmen. Wir fängt dort an Gott sein Wort. Und ich weiß nicht, wo du abgetrocknet bist, wenn du beten darfst, als du bloß, falls du mal unbedingt sagt, nach einer Stunde oder gehen. Aber wir können dort eben verschiedenste Wege tun. Und ein ist, wir fängt dann an Matthäus Kapitel 26, ich Vers 20, in 26, das ist Jesus an den Abendmahl der schwer, er sagt sich mit seinen Jüngern top doll. Und sie hatten dort das Abendmahl. Du lest, wie es steht, als das Abend war, sah er sich mit seinen 12 am Tisch. So, wir fingen dort nicht, dass er sagt, du hast einen Stall gehabt, aber das sagt hier, sie saßen sich am Tisch. Als sie eiten, nahm Jesus das Brot, dank dafür, und brach dort und gab seine Jünger dort und sagt, nehmt, eet, das ist mein Körper. So, sie haben gesehen, und Jesus steht ein Dankgebet. Ein Dankgebet ist auch ein Gebet. Der nächste fängt wir dort von in Tagsklagter in Lukas Kapitel 18, Vers 13. Aber der Tagsklagter stand wieder auf und wollte nicht einmal nur im Himmel kicken, aber schlug sich ab die Brust und sagt, Gott hat Mitleid mit meinen Sünder. Was die Kibbutz will rüberbringen, das Tagsklagter, er fühlt sich schuldig, er fühlt sich sündlich, und er stund da, er und die Pharisäer werden gebet am Tempel, und sie beten da bei Gott. Einer fühlt sich sehr reich und der andere dort nicht. So das Tagsklagter, er kickt drauf und er stund da und er betet Gott und sagt, hab Mitleid mit mir, armer Sünder. Und nächste ist in 2. Chronik 4, Vers 35, das ist da, wo Elisa nur eine Witwe kommt und er ist da bei ihr, er hat eine Stufe gemerkt verarmt. Und über dem ist heute erst Stoff, diese früh ersehen. Und diese früh hat bloß zu holen, dass Elisa ist die Schildner verdorrt. Und dann fängt wir dort, wo er erstlich Gebet hat. Er hat sich sein Körper ab der Kind, sein Körper abgelegt, dass er abwärmen dort. Und er betet da. Und dann das nächste Mal sagt er, dann stand er ab und ging einmal hin und einmal drei durch das Haus. Dann streckte er sich noch einmal ab, das Kind ab. Dann prüfte der Junge 7-mal und nur dort mögt er seine Augen ab. So hier ist es nicht gut gekriegt, dass er hier gebetet hat, aber ich komme in diesen Elisa, du an dich Stuhl feststellen, er ging einmal dort hin und einmal dort hin und er bete Gott, Gott, wagt diesen Sehen ab, wagt diesen Jungen ab. Er bet für ein Iva, für Gott, für diesen Jungen. Dort, er wird ja diesen Jungen, der Witwe war er 3 geben. Und es ist dort passiert. So, wenn wir gehen, Gott erhört unsere Gebete. Und wie viele von Ihnen gehen nicht durch den Tag, vielleicht vielmal bei der Arbeit, oder vielleicht sei ich auch, wo immer auf der Stab, Abwärtsstation, in der Kirche, wo immer ihr seid, die gehen in die Beten, die schicken in die Beten her, in die vollen Jünd, die sehen dabei. Das nächste fängt wir auch
in Nehemia 8, Vers 6, wo wir einfach ausgestreckt sind und wir beten es dort über den Zweig zu Gott. In Ezra lobt den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortet, Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hänge ab und becken sich mit ihr Gesicht ab ihr und beten dem Herrn an. So hier fängen wir eigentlich zwei stark, die Hänge abheben und sie becken sich mit ihr Gesicht ganz ab ihr sozusagen. Sie legen sich auf den Bockstuhl und sie legen da einfach platt und sie beten Gott an, sie loben Gott, was Ezra da anladen dort. So, das ist eine Option. Ich so vielmal gibt es vielleicht so, dass ein Mensch krank ist und häufig kann er nicht abstehen und nicht sitzen und nicht das, was tun, als bloß noch lehen. Dann ist das auch eine Option, wo wir beten können. So, dass einfach ans Hort zu Gott utscheren, beim Lehen. Je sagt ja bei ihr, aber beim Reden, Gott sitzt ans Hort. Das nächste ist Hänge abheben. Psalm 63, Vers 5 sagt, ich will die loben, so lange als ich lebe. In an die Nomen, wo ich mein Hänge abheben. Viele von uns sind so abgewaschen, dass das Hänge abheben, das ist vielleicht nicht reich oder wie pochen zu sein, der Merk, wann wir das tun. Aber David, der das all an seine Zeit, als er leben hat, und dort erst ein paar tausend Jahre drei, so wie viel mehr können wir all gelehrt haben und gefällt haben, dass das soll, wir können mit freiem Gewissen unsere Hänge abheben und Gott loben und preisen. So David sagt, er war das so lange tun, als er leben hat. Weil wir das auch tun. Nächste ist auch Knien. Als Jesus in Gethsemane war, Lukas 22, Vers 41 und 42, sagt, er trug sich von an ungefähr so wie drei, als einer einen Stein schmieden kann, und er kniet sich an und er betet. Und seht, Führer, wenn du das so wärst, dann nimm das Leidensköffel von mir, aber das soll nicht so werden, als ich will, aber so als du wärst. So, Jesus hat hier eine schwere Zeit, vielmalhafte Position von uns Gebet auch, was zu sein und was von einer Lehre wir sind. Und Jesus, wie hier bedrückt, er hat ein schweres Wort, und er sagt noch, wenn wir wieder an die Geschichte gehen, meine Seele ist bedrückt, was umdauert. Und er geht ein Ängstchen auf von den Jüngern und er kniet sich da und er betet seinen Führer. Ich denke, einmal hier ist eine von den ganz schwansten Tiden, was Jesus hat gedreht oder durchgekämpft hat für meine Sünden. Ab ich knien. Er kämpft da zu seinem Führer. Und er kämpft sehr. Und er kämpft so sehr, dass seine Blutuhrigkeit aufging im Kopf in der Funk an Blut zu leiten. Vielmal denken wir so, was Jesus das auch belebt hat. Die schwere Zeit, was eigentlich durchgeht. Dort wird eigentlich durchkämpfen da. Wenn wir diese Geschichte ans Klima nennen studieren, oder uns lernen, was Jesus getan hat und was ihm das gekostet hat, da sagen wir, Jesus, du kannst mehr leiden. Du kannst mehr fallen mit dort, was ich nicht in diesem Moment durchgehe. Noch ein, ab ich knien. Ewe gebären ab ich knien. Ezra Kapitel 10, Vers 1. Als Ezra durch fördert Gottes Haus ab seine Knien lag, in mit Thronbet, in Bekanntheit, sammelt sich eine große Versammlung von Männern frühes in Kenia und Israel rum. Und das Volk hielt sehr. So, Ezra, wie liegt auf seine Knien vor den Tempel, und er betet zu Gott, und das Volk, das wir durch, und sie werden alle aus ein Team durch. So ab ich Knien legen in die Bären durch. So, wir können über verschiedenste Wege im Gebet, in die Gemeinschaft sein mit Gott. Und Gott wird die nicht judgen, Gott wird die nicht richten. Nu hast du die nicht geknallt oder nu hast du die nicht gesehen. So, was immer an dein Hort ist, in den Verlangen hast, komm für Gott so aus du bist. Wo da wir dann beten? Plattdeutsch, Juchdeutsch, Spanisch, Englisch, kann Gott alles sprechen. Er kann alles sprechen. Jemand hat mal gesagt, hey, wisst ihr, dass die Bibel wie auf Juchdeutsch geschrieben wird, hat auch gesagt, da schreibt gedacht, Adam, wo bist du? Und bei Cliffen, der weiß, dass all das Gott kann, auch Plattdeutsch, er kann Spanisch, er kann Englisch, die sprechen immer, was da auf der Welt sind, er kann die verstehen.
Und dort ist ein großer Verreich, nicht so, dass wir dort haben, dass Gott kann uns verstehen, jeder Wort verstehen und jeder Sprech verstehen. Und ich am Anfang früher und die Jünger lehren uns beten. Und hier an Lukas 11, 12, da ich vorher habe, ein paar Verse, das ist das Vater unser. Und ich glaube, unser Vater in den Himmel, das Gebet, das haben wir alle. Und dann vielmal haben wir das Gebet. Das ist ein feines Gebet. Aber das ist nicht bloß, dass wir bloß das beten dürfen. Wir dürfen beten mit dem Wort, was wir haben. Er hat uns hier ein Beispiel gegeben, ein Exempel gegeben. Was hier beten ist, ich habe uns bekeken in den zwei beten. Das erste sagt er hier in Vers 2, wenn ihr beten, dann sagt so, uns Vater im Himmel, die Name soll heilig gehalten werden. Lot den direkt kommen, in den Wellen auf der Erde soll getan werden aus im Himmel. Gib uns Tag für Tag uns Brot und vergib uns unsere Sünden, weil wir vergeben auch alle, die uns schuldig sind. Und leid uns nicht in die Versuchung, nein, aber bewahr uns vor den Bösen. Was so weit. Er sagt, fangt an mit uns Vater an dem Himmel. Ich dachte über diesen Karten Phrase noch. Und dann dachte ich so, wems Vater ist das? Uns Vater an dem Himmel, sagt er. Das ist, wo ich kann anfangen. Das ist so eine Familienbeziehung. Wenn der Daddy du ist, dann fragt die Familie, meist einmal was am Bolt, je fragt, wo ist Daddy, wo ist Papa? Wem sein Vater ist das? Und ich kam auf den Gedanken dort, das ist der Gläubige Vater. Für den einen Gläubige ist er ein Vater, aber für den Gläubige ist er Vater. Ich weiß nicht, ob ich mitkomme oder auch den zwei denken. Aber solange ich nicht im Glauben bin und ich nicht an Jesus Christus Glaube am angenommen habe, kann ich nicht sagen, mein Vater. Dann kann ich zu den Vater beten, aber nicht zu mein Vater beten. Aber den Moment, wo ich akzeptiert habe aus meinem persönlichen Vater, meinem persönlichen Heiland, dann kann ich auch einmal sagen, mein Vater an den Himmel, dem Lob will wir hochheben. Und das ist, was in dem Gebet ist. Gott, sie Namen will wir hochheben. Wir sagen damit, dass sein Name ist über alles. Und sein Name passieren viele Dinge. Den Namen Jesus. Manchmal, wenn wir im Gebet sind, einmal weit weg, sind unsere wir alle. Wenn ihr das mal so steht, dann sagt einfach bloß den Namen Jesus. 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 Und er wird ihn hart verstehen. Und dann sagen wir, nach Gott sein Willen muss passieren, aber ihr seid aus dem Himmel. Wir beten das auch noch ganz schön. Aber sie bereit, sein Willen auszuführen, sie bereit, sein Willen zu tun. Und dann sagen wir, die direkt muss kommen. Und mit dem sagen wir, dass Gott extra dass du wirst kommen, die Gemeinde in den Haus holen, extra dass du wirst anfangen zu regieren, für 1000 Jahre mit den Gläubigen und den Engeln. Das nächste sagt, wir können auch für uns Brot freuen. Unser täglich Brot, gib uns das Tag für Tag. So er sagt damit, die haben die Freiheit, nur natürliche Bedürfnisse zu freuen und auch nur jährliche Bedürfnisse. Was immer die in deinem Leben fehlen, das ist ob die Kosten nur freuen, dort. Noch ein, sei wie in das Gebet, vergib uns unsere Sünden, wegen wie vergeben, wahrlich. Denken wir nur, was wir in das Gebet beten, wann wir dort beten tun. Sagen, wie vergeben dir, aber vergibt ihr uns auch. Erstens ist dort an uns. Und dann das nächste ist auch, bewahre uns, führe uns nicht in Versuchung, führe uns nicht in Versuchung, aber bewahr uns du fair. Wir können an Bewahrung bleiben, wann wir an eine Probe kommen, wann wir an eine Versuchung gekommen sind, oder wir kommen in schwere Zeiten an, dann können wir beten, Gott, bewahr mich dort nicht verfallen. Bewahr mich du fair. Und wir alle gehen einer den anderen Staub an eine Versuchung, oder eine Probe durch, an eine schwere Zeit durch. Der nächste, Matthäus Kapitel 6, Vers 5, durch 8. Und wenn ihr beten, sollt ihr nicht so tun aus der Heuchler, die gieren an die Schulen und aber großen Arten stehen und beten, so dass die Menschen an sein sollen. Ich sage ihnen in Wahrheit, der Herr ihren Lohn wasch. Ich glaube, erstmal uns mennonitische Volk haben, vielleicht nicht so sehr zu Frauen, nicht so, dass wir wollen alle in der Versterie stehen, wir wollen beten, wir wollen bei der stehen oder beten für der stehen, wir beten durch. Omdat wir wollen gesehen sein. Vielleicht sollen wir das mal tun, nicht so? Aber über dem Hort, nicht bloß, dass wir wollen gesehen sein. Aber ich sage, wer dort tät, wer bloß will, fern an der Versterie stehen und beten, oder bei großen Arten, wo immer das ist,
an te zijn, dat is een laat je denk. Dat doe je niet mal doen. De nächste sagt, Ober, wann du beten das, dann go in deine Stube und merk dir der Tau und bet zu deinem Vater im Himmel am Geheimen. Und der Vater, der dort sitzt, wird am Geheimen verjährt, wird die dafür lohnen. So ich sage, merke rüben, dass du eine stille Zeit wird sein in dein Leben. Dass du einmal warst, entweder erst am Morgens, erst am Mittag, am Fastbar, am Unkas oder am No-Unkas, du wirst merken von der stille Zeit, dass du mit Gott allein warst kann in Gemeinschaft sein. Das ist, was das falsch will bringen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt redet von, wie einmal man ist von der Stufe und Tausch schlüten, dass das den zwei meint. Christus Jesus ihr steht, als er steht tätig bei dieser ab und er sagt sich nicht steht, wo er allein wir und er redet mit Gott. Und wenn wir beten, redet nicht so viel laut wird, als die Falsche tun. Die meinen, sie werden gehört, wenn sie viel wird brauchen. Das glaube ich nicht ans Problem, nicht so wie dann bloß dort beten, was offen fehlt. Ich glaube, was wir uns evaluieren, wenn du ein Bedürfnis hast, dann du kannst gerade beten. Ich sage, das wäre knapp und Geld, sei Jesus dort. Einfach gerade für dort beten, was die fehlen dort. Oder du hast vielleicht eine Krankheit. Du kriegst die Krankheit abnehmen, vielleicht hast du es für dich selbst oder für deine Familie, was immer das ist. Nimm die Person beim Namen ab, in die Krankheit ab, was immer das ist. Einfach kriegst tatsächlich für das Ding beten, wenn er will, die dort geben, kriegt nur was die fehlen dort. Nicht so? Und auch, wenn wir für die Kirche beten, vielmehr da wir für die Kirche in general beten, sei Fan, wird Fall. Aber wenn du denkst, was wirst du haben, was eine Kirche soll umgehen, da kriegt für dort denk personalmente beten. Vielleicht dort von der sich würde eine Person bekehren, bet für dort. Vielleicht denkst du an eine Person, nahm der einen Namen ab, da kriegt einfach konkret für dort denk beten. Für den Pastor beten. Ja, sieh mit den Pastor, aber was wirst du haben, was der Pastor soll tun, was der Prediger soll tun? Dass der sich leiden von dem Heiligen Geist, dass der wird Kraft haben, dass der wird mit Maut das wird rüberbringen. Einfach tatsächlich die Dinge abnehmen und dort für den himmlischen Führer bringen. Er sagt, die soll nicht so sein, als die, welche den Führer weit gebrauchen, darum beten. Er weiß, was wir brauchen, wie darum beten. So, wo wir ihn danach beten, ja, dann so, er will gefragt sein. Wenn dort nicht, dann würde er nicht sagen, raub mir an in der Not, dann weiß ich geben, was ihnen fehlen wird. So, was passiert durch Gebet? Als Petrus am Gefängnis wäre, dann wird er gemeint, der dort ernstlich veranbeten. Wir fängen gleich Worte Gebet an verarmen, aber der dort ernstlich anstehen verarmen. Und dort ist auch unsere Abgabe, oder wir können uns dort eine Abgabe merken, dort wir beten dann für gewisse Personen, für Verhältnisse, für Dinge in der Kirche, für einen Bruder, für eine Schwester, tatsächlich. Und Petrus, er soll den nächsten Tag vergerecht und er soll umgebracht werden. Dort wird er im Gefängnis werden, er wird sehr stark festgenommen in jeden Fuß. Und als das Engel, da kommt ein Engel rauf den Arm, und die Ketten, die fallen los von Arm. Er trägt sich Schau und dann gehen sie. Und jetzt ist eine der jetzt oben, nach der graute Eisene der bitterste, was der tollste bewirkt wir von den Soldaten, der dert sich von selbst ab. Dort wir ein Resultat von wo eine Gemeinde beten dort. Durch Gebet sind viele Kranke gehalten worden, viel gehalten worden. Durch Gebet hat es geregnet, durch Gebet hat es nicht geregnet. Durch Gebet am Glauben, ohne Zweifel sind viele Bäume versagt. Schwierige Dinge, Probleme, was du in deinem Leben beleben darfst, oder auch Proben, was dieser Falsgott für dich durch. Ich mit ein paar von unseren Sehens, wir hatten eine Erfahrung, die 29. Mai aus dort, so sei Holland. Wir hatten auch sehr schmacken Karren, die wir nicht sehr groß, war 5 Saal hoch, aber 8. Und nur dem Hell dann wird vielleicht 2 oder 3 Saal hoch. Und da steht wir ganz aufgekühlt und da hang Kopf drauf. Und uns merkt das besorgt. Wir drehen uns ein paar Jahre mit der Drum. Einmal, ich ging an mir und ich bete Gott, Herr, uns fehlt Rot. Wir wollen aus diesem Boy Rot. Das wir so ein Boy für uns. Und wir wollen, ich will los von den Sorgen.
Je hebt een hand, hij wat zal we doen, zal we sprayen nach huis wordt. En aber ik zag aan zijn woord en ik vond diesen Vers, Matthäus 21, wo das sagt, wenn die waren am Glauben beten, der Vers ist, was vielleicht nicht an der Partei ankommt. Da war ich gerade dabei bewegen und die waren noch größere Dinge als ich da. Und ich ging im Gebet zu Gott und ich checkte diese Vers nur meine Sehns. Ich sagte, wer will Gott beten, dass er wird diese Boy. Dus van ons was dan dat we niet daar maar zorgen over das Karren. En zu Gott ist ewig, dat sei nur 8 Jahre, oder wir in der 9. der 10. Tag, da wir die Karren endlich war, kriegt so groß das Fahrrad. Die wir noch nicht alle gehalten, aber die Stieder, der Stab war sehr schmack. Und von den nächsten Tagen an, als wir das Gebet hatten, ich sagte, die Stab anders an. Und das sagst du, die wir lang nicht so viel Stieder krank. Und ich gebe bloß Gott den Kredit dafür. So, das sind Dinge, die wir in uns Leben beleben, und wenn wir segnen, wie Gott, er wird uns damit halten. Dass wir nicht dort dann alles aufgewäscht wird, aber ich leite das los, ich gebe Gott dort, und er hilft uns damit. So, wir beten im Glauben. Römer 13, Vers 13 sagt, Wils wer immer den Herrn sie Namen anruft, wird selig worden. Und wo ich Gott anrufen, durch das Gebet. Jakobus sagt, dort gehen zu Gott nur, dann wird er nicht hinkommen. So, was wir das tun? Was wir Gott anrufen? Wenn wir nur kommen, er wird dort nur kommen. Durch Gebet, durch Gemeinschaft. Und mein Gebet ist, dass wir alle taub werden können. Gott seine treue Nachfolger, Jesu Christi sind, er will uns das geben. Wir haben noch taub beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Hort hast für uns Menschen. Wir danken dir, dass du uns verstehen kannst. Herr, das Thema von Gebet ist noch so viel breiter, da sind noch so viel mehr Dinge, aber du weißt, was jeder einer braucht in diesem Moment. Und wir freuen uns, dass du warst in jedem einen segnen, dass du warst die Bedürfnisse, die du sind, abfallen und dass die Horten waren, geheilt waren und dass du was Glauben abstehen, dass du was Mut abstehen und Freudigkeit abzustehen und für die im Kampf verweich gehen. Amen. Men ik wil vragen dat je opstaan. We hebben hier een gebedsteam hier ver. En dat team dat is hier uit om voor jullie te beden. Waar ik, als ik een jongen was, wanneer wordt gezegd dat ik kunnen ver komen voor gebed. Dat we met dat en zijn dat wanneer du hast een zin begonnen, of du hast nog niet Jezus aangenomen, dan kom nog ver. En ik wonder, zal ik gaan, zal ik niet? Zal ik gaan of zal ik niet? Wat worden mensen denken? Ik wil jullie pas merken dat dit team dat is hier, wanneer we wel Jezus aannemen, ze zijn drei dafür, ze zijn willig om jullie naar Jezus te leiden. Maar wanneer bloß andere dingen zijn in jullie leven, dat je zegt, hey, ik wil bloß gleich met wem te beden voor die dingen, wat im komen zijn, wat ik wonder wat deze werk wat passiert, ze zijn drei voor jullie te beden. Ik kan nog mal gewunderd, wo is het de rechte tijd? Want ik weet, alle gaan eruit en zal ik door mangt in traffic zijn naar verder te gaan, wat immer dat is vielleicht nicht ganz so handig, aber sieht nicht bleibt. Blieb der Krieg da, wo ihr seid, lasst die Menschen vorbeigehen, kommt zurück und sie sind willig für ihn zu beten. Gottes Segen mit ihnen alle, hat einen guten Weg.